Wann de Buchstab N ans Spiel kënnt, schwätzen wir gern vom kompakten, sportlichen Hyundai i30N, den noch an Gamm vu GTI, ST an zu andere sportliche Konsorten zählt. An diesem neue Modell, der Hyundai i20N, knappt Gnee und dieser Platz un, erfährt doch nicht mit seiner Optik seine Sportlichkeit noch besser hinzuweisen. Er will doch als sportliche kleines Auto sich ein Stück vom Kuch aufschneiden. Am Segment von den kleinen Vierer sticht Hyundai Orlo mit einem sportlich getrimmten i20N RS. Er bietet Orlo den individuellen Lifestyle mit maximalem Spaß im Fahren. Der 4 Meter lange i20N basiert auf der dritten Generation vom i20, inspiriert vom i20 WRC und hat seine Wurzeln am Motorsport. Ähnlich dass sie früher des Supersports von heute Missionärs gesehen, verzichtet der stramme Hyundai i20N auf Camouflage. Der kleine Sportler präsentiert sich mit einer modifizierten Fichter Jeep, mit Luftabfluss für den Turbomotor sowie exklusiv Seitenschwelle. Muster am Kühlergrill mit dem N-Logo erinnert an den Drapeau d'Amier. Den Dashspoiler bringt die bessere Stabilität beim Fahren. Die hönnechte Jeep mit diffuser Optik an dreieckig Nivelluchtsignatur. 18 Zoll Alurräder, die roten Streifen und der innerste Kant von der Karosserie an die Voll-LED-Scheinwerfer. Alles das unterstreicht doch seine sportliche Optik. Spezifische Extras stechen noch am Interieur raus. Dazu den handlich sportliche Volant mit den N-Tasten an dem roten Zwischengasknapp. Die schick geformte Sportsitzer mit integrierter Kappstütz, eng Sitzgarnitur, wo kein sich braucht zu beschweren. Sein Niveau und Equipment an seinem Ambiente am Interieur imponieren schon, ähnlich das wie bei anderen Marken. Und noch nicht zu vergessen die Kauf von Equipmentsfeatures a verschiedene Spielsachen, inklusive aller erdenklicher Fahrassisten. Am Druck auf den Endknöpfchen geht es richtig rund. An die Digitalinstrumente holen hier farbig ab. Den Türenzähler steht an digitale Flammen, es gibt ein Schaltanzeige an den Auspuffklang, die beim Gasverschwellen nimmen so blubbert und sprudelt, verschiedener Gefe so ein Gedicht. Wie viel davon aus dem Soundgenerator könnt, dann ist egal, Hauptsache es klingt gut, es macht Spaß. Wer doch noch Spaß möchte, ist die einfache Handhabung vom 10,25 Zoll großen Infotainment-Ekran, den eine hohe Ablesung hat, vollgepackt mit Performance, Screen und Grafiken. Einem Driving-Data-System an plus stimmt doch noch alles qualitativ. Trotz seiner kleine bassenste Mossen, mit der Länge von 4,07 Meter, enger Breite von 1,77 Meter und enger Höhe von 1,44 Meter, kriegt der Chauffeur Personen passabel inner. Nimmen zu 5 geht es hinten dran ein bisschen kuschelig. Auch das geht es sogar bei verschiedenen großen Autos. Außerdem auch nicht für schlechten Eltern, sing mal von 352 bis 1165 Liter Ladevolumen. Hyundai hat nicht nur mit Pirelli die gute Satz Pneuen mit der N-Markierung entwickelt, mir auch das ganze Fuhrwerk, Suspension überschafft. Mehr negative Sturz, verstärkt den Arm von der Achse, eng fein aufgestimmte Federung mit adaptiven Amortiseuren sowie eng überschafften hintersten Achse sorgen noch für die präzisen Handling vom i20N. Wobei die Steuerung auch dem Chauffeur an aller Ruhe mitteilt, wie viel Kraft auf die 4 Räder bereit sind an der zum N-Modus. Ugetrieben gëtt der Hyundai i20N vun engem neuen technologischen 1,6 Liter Turbomotor mit Benzin-Direkterspritzung. Sein Kraft bringt den kompakten Sportler über den angepassten 6-Gangbord auf die Straße. Auch dass der Chauffeur weiss, wie das der richtige Punkt kennt für zu schalten, und Hyundai-Ingenieuren das Ganze am Display wie am WRC angebaut. Von weiß bis rot laufen die farbigen Streifen bis an die Mitte zusammen, und spätestens dann, wenn die rot zusammenstoßen, soll der Chauffeur den Schalthebel bewegt tun. Den Turbobenziner bringt eine Leistung von 150 kW, 204 PS, bei 5500 bis 6000 Touren an der Minute an einem maximalen Drehmoment von 275 Newtonmeter. A Verbindung mit seinem Gewicht von 1,2 Tonnen, das dem WRC-Auto nicht weit aus der Face geht, ergibt sich auch das sportlich Fahren. An so beschleunigt den i20N a 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Maximalvitesse von 230 km/h.
Iwer diesen Undriftsstrang heraus sorgen noch nach mehr konkret aufgestimmte Funktionen für die maximale Spaß Fuhren. Darin den Green Kontrollsystem mit seinen 5 verschiedenen Fuhrprogrammen. Das passen noch wirkungsweise a Charakteristik vom Motto, der elektronischen Stabilitätskontrolle, dem Sound von den Gasen aus dem Auspuffrohr, der Steuerung sowie der Bord an. Zu den weiteren Funktionen gehören durch die rote Knäppchen im Voller, eine Zwischengasfunktion, die für allem beim Seieren abflüssig halten hilft. Auch sein ganze Bremspackage wird an unserem Test können überzeugen. Sein ESP passt sich dem dynamischen Handling auch perfekt an, er lässt sich auch, wenn ihr wollt, komplett aufschalten. An der Passwort Ready for Racing auch perfekt zum i20N von Hyundai. An enger Zeit, an der die sportliche Benziner immer mehr an den Hintergrund gerät, bringt Hyundai mit i20N eine gute Alternative. Aber beweist schon mit seiner Optik no Bassen hin, dass so gut an die Klasse von den kleinen Sprinter herabpasst. Den i20N von Hyundai ist ob manst nicht eine Garantie und Spaß für den kleinen Rennpilot.